Hallo Leute, grüß euch. Ich darf euch heute jemanden vorstellen, und zwar den Schorschi. Der Schorschi ist schon richtig alt. Und wenn der keine Lust hat auf Büro für sein Märchen, darf er zu uns kommen auf Besuch. Und nachdem ich den Schorschi so richtig cool finde, habe ich gedacht, hey, wollt ihr auch einen Schorschi haben? Dann zeige ich euch, wie man einen Schorschi nachbastelt. Wollt ihr auch einen Schorschi? Dann bleibt ihr unbedingt dran. So, und jetzt muss ich wieder irgendwie aufstehen. Oh, da schreit die Bandscheibe. Ja, Kruzifix, Schorschi. So, dann legen wir einfach mal los. Also, was wir dazu brauchen. Ü-Eierdeckel, Multifunktionstool, ein paar Stifte und ganz wichtig, die Heißklebepistole. Mehr braucht man nicht. So, und was ganz wichtig ist, wenn die Freundin aus dem Haus ist, dann gibt es ein Gesetz, dann darf man alle Haushaltsgeräte frei benutzen, ohne zu fragen. Deswegen brauchten wir ein Staubwedel. So sieht der aus. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können uns hier ein Schorschi draus basteln. Aus dem Staubwedel ein Schorschi. Es gibt aber auch die zweite Möglichkeit. Wir können uns aus dem Schorschi, hier ein Bild, ein Staubwedel basteln. Wobei die zweite Idee, aus dem Schorschi einen Staubwedel basteln, ich glaube, das gefällt YouTube nicht so gut. Das könnte ein bisschen gruselig werden. Also bleibe ich lieber beim ersten. Das wird unser Schorschi. So, also am besten beginnen wir, würde ich sagen, wir heizen hier mal die Heißluftpistole auf. Ganz wichtig, die die tropft. Also unbedingt keinen Untersetzer hernehmen wie ich. Weil ich den jetzt vergessen habe und zu faul bin zum Aufstehen. So, die stellen wir jetzt mal hier so hin. Keine Ahnung. So, dann nehmen wir unsere Ü-Ei-Dinger. Und da möchte ich, wie geht denn das Klump auf? Also die neuen Dinger da. Und das schneiden wir hier in der Mitte durch. So. Ich möchte da das hier haben. Das ist mal weg. Obwohl, warte mal. So. Schnitt. Die drei möchte ich haben. Und die Schere brauchen wir schon gar nicht mehr. So, und jetzt gehen wir her und nehmen. Jetzt mal schauen. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ich nehme jetzt hier einen roten Stift. So. Und mal hier. Das gleiche mache ich mit dem anderen. Beim dritten nicht. Das dauert ewig. Was mir noch gar nicht gefällt, müssen wir anders machen. Dann nehmen wir jetzt den großen fetten Stift, weil ich möchte den Schorschi so echt wie möglich nachbauen. Also gehe ich jetzt her und mal das schwarz an. Ich blende da mal das Vergleichsbild ein, das Original und das Duplikat. Und ihr werdet sehen, wenn ich fertig bin, habt ihr original auch so einen geilen Hund. Und das Tolle ist,
Schaut doch gut aus. Ja. So. Das Tolle ist, ihr müsst sie nicht einmal füttern. So, Stifte brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir unseren Wedel. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt versuche ich das so ein bisschen, dass du das erkennen kannst, was ich da jetzt vorhabe. Der richtige alter Staubwedel. Ah, ist die Scheibe heiß. Oh, der ist so stark aufgedruckt, oder was? Gott! Fragst du heute zum Ziel noch? Wir sind für einen Grobhaptiker ist das mal wieder gar nichts. So. Scheiße. Das gleiche hier mit den Augen. Da reichen eigentlich. Oh, ich schätze, es gibt wieder so einen Ärger heute Abend, wenn ich da nicht heimkomme mit der Arbeit. Da bin ich sowas von sicher. Dann gibt es wieder auf den Arsch. So. So ist einfacher, gell? Andere Seite noch. Wie wird der Anjo jetzt wieder sagen, das Erwachsenwerden ist nicht dein Ding, ja? Das war cool. So, und jetzt passen wir das hier. Ist doch perfekt. Schnell Stecker ausstecken. Jetzt müsst ihr das natürlich auch testen. Also ich würde sagen, perfekt. Perfekt werden, wirklich perfekt. Man kann das Original vom nachgebauten, man kann sich unterscheiden. Man kann es nicht unterscheiden. Der Vorteil ist, er frisst nichts, er muss nicht in den Garten. Was wollt ihr mehr? Also wollt ihr auch so einen tollen, knuffligen Hund? Haut es nach. Und jetzt gehen wir Gassi. Jetzt gehen wir Gassi.